Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Luxemburgs Rap-Blog. Ich sitze hier mit Lonien. Wie geht's dir? Top, sehr gut. Wir sind hier wo genau? Wir sind hier in Trier in meinem Studio, meinem Tätowierstudio und Musikstudio hinten. Wenn man jetzt deine Musik hört, in welche Richtung würde man die einordnen? Ja, ich habe meinen Style jetzt ein bisschen geändert. Also bisher auf dem ersten Album ging das mehr so Richtung französischer Rap, so ein bisschen härtere Sachen, so diepe Beats, so Richtung Sefiu und sowas und Buba. Und die neuen Sachen werden aber anders werden. Da habe ich eigentlich alles selber produziert von den Beats. Und es wird Richtung Soul, bisschen R&B-lastig. Ich habe vor, das komplette Singen mit Manuelsen zu machen, wo er jede Hook singt und ich die ganzen Beats produziert habe dann. Neben Manuelsen hast du da noch andere Features auf deinem neuen Album? Es wird wahrscheinlich kein Album, sondern eine EP werden mit 5 Liedern. Und vom Konzept muss ich mal sehen. Ich denke mal, ich werde keine Features drauf machen. Eventuell vielleicht Motrip, weil das der ist, den ich momentan extrem krass feiere und der als einziger so da reinpassen würde, was ich jetzt machen will. Also ich will jetzt nicht mehr solche harten Street-Sachen machen, sondern eher so R&B, Soul-lastige Musik, die von den Texten ein bisschen anders ist als diese Battle-Schiene. Und da will ich eigentlich auch die meisten 16er selber rappen, weil ich einfach meine Persönlichkeit da mehr ausdrücken will, als jetzt, dass da jeder andere seinen Senf dazu gibt. Aber Motrip würde, denke ich mal, textlich so reinpassen. Von daher werde ich ihn wahrscheinlich fragen, ob er noch was dazu beisteuert. Und ansonsten werde ich es dann alleine machen mit Manuelsen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen zu rappen? Also ich höre ja schon sehr lange die Musik und ja, vor ein paar Jahren habe ich das auch schon mal versucht, so vor ganz vielen Jahren eigentlich mit einem 4-Spur-Rekorder und ein paar Kumpels im Keller mit dem Schlagzeug und bin aber irgendwie wieder davon abgekommen und habe das aber immer so von außen verfolgt und war immer so von außen da so am Reinschielen, so was da so abgeht in dem deutschen Hip-Hop auch vor allem. International natürlich auch, aber das Deutsche hat mich auch interessiert so und ich war eigentlich schon immer so up to date, was da so los ist. Und irgendwann habe ich dann die Leute halt übers Tätowieren eigentlich alle kennengelernt und ja, dann kam das irgendwie so. Also ich habe da vorher schon ein paar Versuche gemacht und dann habe ich dann halt sehr gute Rapper kennengelernt, die mir auch gezeigt haben, wie das richtig geht und habe dann einfach so den Versuch gestartet, das mal zu machen. Im Moment heißt das, du läufst ja auch ziemlich gleich so in Richtung mit, also jetzt Tätowieren und Musik mit Sido. Findest du das auch so? Oder, weil Sido rappt ja und hat ja jetzt auch ein Tätowierstudio. Ja, von daher ist es ja eigentlich genau umgekehrt. Ja, er hat es ja genau umgekehrt gemacht. Er hat ja Rapper und jetzt hat er ein Tattoo-Studio und du hattest ein Tattoo-Studio und hast dann mit Rappen an sich so angefangen. Aber du hast auch ein Lied mit ihm, wo ihr über eure Leidenschaft redet. Ja, das kam halt so zustande, dass ich ihn halt immer schon gefeiert habe. Und sein ziemlich altes Album, Maske oder war es, glaube ich, wir haben das immer hier gepumpt im Laden. Und irgendwann habe ich dann auf einmal mitgekriegt, dass der halt jetzt auch tätowieren will. Und habe das natürlich dann gefeiert so, weil ich zu dem Zeitpunkt probiert habe zu rappen. Und habe da irgendwie mitgekriegt, die suchen einen Tätowierer, habe dann bei dem ein paar Wochen gearbeitet, ihn darüber kennengelernt. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir halt dann noch ein Lied gemacht haben. Für die es nicht kennen, wie heißt das Lied? Hol die Nadel raus, heißt es. Das heißt, du beschäftigst dich jetzt auch die Jahre über auch mit deutschem Hip-Hop. Das heißt, du hörst jetzt auch privat viel Hip-Hop? Ich bin privat sehr offen, was Musik betrifft. Also ich höre überwiegend Hip-Hop, Soul, so alte Sachen, auch so Funk, Soul, Motown-Sachen, viel Classic Hip-Hop, ne? Alles West Coast, was jemals rauskam, habe ich mir angehört. Dirty South, so, aber ich höre natürlich auch Rock und das soll in den neuen Sachen von mir auch ein bisschen einfließen, dass ich jetzt nicht nur aus dem reinen Hip-Hop komme so, sondern ich war vorher ja Schlagzeuger in einer Band
Und von daher habe ich jetzt einfach mal Schlagzeug gespielt bei allen Beats, bei den neuen Sachen. Habe die Drums eingespielt und habe dann mir einen sehr guten Gitarrist, der Michael Brettner, der wurde als bester europäischer Nachwuchsgitarrist irgendwann gekürt. Der spielt mit Scorpions hat er sogar schon gespielt und was weiß ich. Der spielt für alle möglichen krassen Leute im Studio und auch live auf der Bühne. So ist er mit irgendwelchen Schlagerleuten bis Metal-Bands unterwegs, ständig. Das ist ein übertriebener Gitarrist und den habe ich halt kennengelernt. Wir haben uns sehr gut verstanden und dann haben wir das komplette Projekt zusammen gemacht auch. Also er hat bei allen Songs Gitarre gespielt, ich Drums und dann habe ich gerappt und Manuelsen hat die Hooks gemacht. Du hast ja jetzt auch schon auf deinem letzten Album hat Raf Camora hat die Beats ja produziert. Ja. Wie ist das zustande gekommen? Ja, Raf habe ich mittlerweile, zähle ich zu meinen Freunden, würde ich auch sagen. Also, wie kam das? Ich habe über einen guten Freund aus Trier, den Volker Gebhardt, der ist ein Sound-Engineer aus Trier. Der hat auch für sehr viele bekannte Leute schon gearbeitet. Und über ihn habe ich Raf wegen dem Videodreh kennengelernt. Also ich sollte ein Video drehen mit Freddy Madball, der Sänger von Madball. Wir hatten damals ein Lied und dann wollten wir ein Video drehen und Raf kannte jemand, der Videos dreht und irgendwie kam das zustande. Und dann hat er mich angesprochen wegen Tattoo. Und dann meinte er einfach, ja komm nach Berlin, dann kannst du bei mir pennen, dann tätowierst du mich. Und dann habe ich es gemacht, bei Sido gearbeitet, bei Raf gepennt und direkt so ins kalte Wasser geworfen. Dann hat Raf mir alle Leute vorgestellt, Zilla, Motrip habe ich über Zilla kennengelernt. So bin ich da irgendwie reingekommen. Welche Newcomer von diesem Jahr hast du denn jetzt persönlich im Deutschrap, die du persönlich feierst? Newcomer. Also Motrip, wenn man den noch als Newcomer sehen sollte. Kann man so sehen, weil er hat ja dieses Jahr sein erstes Album, also ich spreche jetzt, wenn ich Newcomer spreche, die das erste eigenständige Album oder EP rausgebracht haben. Ja, Motrip fand ich sehr krass. Also ist für mich der beste Schreiber in Deutschland momentan. Also seine Reimtechnik und so ist so übertrieben krass. Da geht eigentlich nur noch Styles P oder so Leute drüber aus Amiland und hier in Deutschland kann da im Moment kaum jemand ins Wasser reichen. Also Savage ist noch natürlich jemand, der ist ja nicht umsonst King of Rap so, aber jetzt von den neuen Leuten so Raf Camora ist auch fantastisch. Er ist ja natürlich noch Produzent dazu, ne? So, und Manuelsen ist ein übertriebenes Talent, aber er ist ja kein Newcomer. Also Newcomer würde ich Vega ist auch kein Newcomer, aber ich weiß nicht, wie viele Alben er schon hat, aber den habe ich jetzt erstmal so... 3. Der hat 3 Alben, das ist... Er ist mir letztes Jahr so erstmal so richtig für mich jetzt in Erscheinung getreten, dass ich gesagt, oh ja, da geht was so. Also der hat auch eine gute Technik und... Ja, also an sich kann man den schon fast als Newcomer bezeichnen, weil er hat... Wirklich, aber irgendwie doch. Ne? Ja, weil er hat ja das Lieber bleib ich broke und mit dem er dann erst durchgestartet ist halt dieses Jahr das Vega Vincent gewesen. Und jetzt bringt er jetzt das Nero im Januar raus. Also den habe ich auch, der ist mir positiv aufgefallen, sage ich mal so. Ja, da kamen viele Sachen so, wo ich dann manchmal immer denke so, ja... haut mich nicht so weg. Ehrlich gesagt, haut mich jetzt momentan von den neuen Sachen auch nichts so wirklich um. Also Crow ist natürlich überkrass so, was er für einen Erfolg gehabt hat. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass es unbedingt jetzt Rap, das ist eher auch schon dann Richtung Pop. Ne? Finde ich auch, hat berechtigt Erfolg so, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass ich ihn jetzt als Newcomer so, wie soll ich sagen, als Rapper so wahrgenommen habe. Sondern er war auf einmal direkt oben so und ja. Was wäre denn jetzt so an sich dein absolutes Wunschfeature, mit dem du mal einen Track zusammen aufnehmen möchtest? Deutsch oder Ami? Ist egal, Deutsch, also sagen wir einen Deutschen und einen Ami. Ja gut, in Deutschland habe ich ja eh schon fast alle gehabt. Ich hatte sie alle. Also Azad wäre auf jeden Fall so ein Rapper, so, den ich auch extrem feiere. Man hört momentan nicht so viel, ich hoffe, da kommt bald was. Ich gehe davon aus, da kommt bald ein krasses Ding. Der arbeitet ja an Sachen und produziert, glaube ich, auch gerade was. Ich denke mal, da kommt auf jeden Fall jetzt ein überkrasses Album irgendwann. Das wäre auf jeden Fall so jemand, mit dem würde ich auf jeden Fall gerne ein Feature machen, wenn er es will. Und Styles P wäre bei den Amis auf jeden Fall so ein
der ist vielleicht jetzt nicht so wie 50 Cent oder so für viele, aber für mich ist er halt textlich so unfassbar, dass da kommt auch kein anderer ran. Ja, das wär's dann schon von unserem Interview gewesen. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast am späten Freitag. Und dann, vielleicht hören wir dann jetzt in der nächsten Zeit was wieder von dir. Okay. Ja, kommt auf jeden Fall bald was. Kann noch ein bisschen dauern, aber ich arbeite hart dran. Hast du schon so ungefähr noch so ein Veröffentlichungsdatum, wann ungefähr rauskommt, also ein Quartalangabe oder sowas? Ja, ich weiß noch nicht genau, wo es rauskommen wird, weil ich bin am Überlegen so, weil es ein EP wird, ob es sich überhaupt lohnt, dass man das halt so physisch als richtige CD machen soll überhaupt, weil das kostet alles Geld und im Endeffekt für 5 Lieder, ob sich das halt lohnt, ne, alles zu pressen. Ich denke mal vielleicht einfach bei iTunes, Amazon etc., ja, oder mal gucken so, also mal sehen, ich weiß nicht genau. Und dann denke ich mal vom Zeitpunkt her vor März. Vielleicht viel davor oder kurz davor, mal sehen. Okay, dann bedanke ich mich fürs Interview und Wiedersehen. Ja, bis dann, hau rein.